folgt die Strömung hier oben der Kontur. Und die Kraft ist jetzt über 4. So, und jetzt kann ich aber doch weiter neigen, und dann passiert plötzlich das. Der Strömungsabriss, die Strömung verläuft ja tangential zu dieser Kante und die Kraft ist praktisch weniger als die Hälfte. Ja? Das heißt also, die Kraft, die wir jetzt hier noch messen, die kommt einzig und allein dadurch zustande, dass die Strömung sozusagen hier unten an die Unterkante, an die untere Seite auftritt und dort eine Kraftwirkung hervorruft. Oben, das ist also, leistet keinen Beitrag mehr. Also diese Sogwirkung ist jetzt gar nicht mehr vorhanden. Ja. Man kann das aber wieder rückgängig machen, indem man hier sozusagen das wieder in den ordentlichen Winkelbereich nimmt und dann liegt die Strömung praktisch wieder an. Ja, also das ist ein sehr kleiner Winkelbereich. Ja, man kann das auch manchmal, wenn man Glück hat, manuell wieder anlegen lassen, also wenn man sozusagen mit der Hand da mal so drüber streichelt, ja, dann liegt die Strömung auch wieder an. Aber interessant ist also dieser Wirbel, den man hier hat. Und die Kraftwirkung, die jetzt noch nicht mehr vorhanden ist.